So, dann setze ich mich mal Richtung Tageslicht, mache die Kamera an und wechsle mal meine Hand, sonst wird das hier nichts. Und mache mal ein Selfie von mir, so. Und ich hoffe, dass dabei absolut gar nichts schief geht. Okay. Bye, bye, Baby. Und ein Bild von mir und... Ah! Wer ist da? Okay, ich bin ein richtig schlechter Schauspieler. Ich sollte mich erschrecken. Ich habe es probiert. Also mein Thema Bad Acting. Ich freue mich ganz doll über meinen Gast Mila Adams. Ja, hallo, hi. schön, dass du da bist. Du hast dir deinen Kuchen mitgebracht und du hast dir auch deinen Kaffee mitgebracht. Den darfst du dir gerne schmecken lassen. Dankeschön. Und ja, dich haben wir gerade in dem YouTube-Video gesehen. Selfie from Hell. Und du bist über Nacht zum YouTube-Star geworden. Sozusagen, ja. Es ist ja ein Teil deiner Bachelorarbeit. Du hast deine Bachelorarbeit darüber geschrieben, sozusagen. Wie kommt man auf so ein Thema und was genau hast du da überhaupt untersucht, dass man zu so einem Video kommt? Naja, im Laufe der Jahre habe ich halt schon mehrere Projekte gemacht, also Kurzfilme und so weiter und auch während meines Studiums in Medienproduktion und wollte halt gerne dann zum Abschluss was Neues probieren. Und gerade war das Thema halt virale Videos total aktuell, immer noch total groß im Kommen. Und ich dachte, hey, es ist eigentlich total interessant, fasziniert mich auch richtig schon seit längerem und wäre doch wirklich ein interessantes Thema, um das zu erforschen. Das heißt, dein Ziel war es, ein Video zu machen, es online zu stellen und damit alle zu boomen. Wirklich ganz viele Likes, ganz viel geteilte Sachen zu haben. Ja. Und du hast das ja auch geschafft mit über 12 Millionen Klicks. Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich habe mir aufgeschrieben, über 28.000 Likes. Wie fühlt sich das an, plötzlich so ein YouTube-Star zu sein, so ein YouTube-Sternchen? Das habe ich noch gar nicht so realisiert. Also es ist wirklich, wie du schon sagtest, quasi über Nacht passiert. Und man kann es gar nicht richtig verdauen, weil gerade auch viele verschiedene Anfragen kommen. Hey, willst du mal da und darüber erzählen, was geht? Ich kann es gar nicht richtig realisieren. Also ich komme jetzt erst langsam da an. Aber dein Leben hat sich ja jetzt schon in der letzten Zeit ein bisschen verändert. Wir haben gehört, dass du wirklich im Moment von den Medien rumgereicht wirst, um das alles zu vermarkten. Du warst letztens erst noch beim WDR zum Beispiel. Wie ist das einfach so? Bist du damit überfordert? Überfordert jetzt nicht so, aber es ist auf jeden Fall ja, eine Nummer. Man muss sich dran gewöhnen. Es ist auf jeden Fall stressig, von A nach B zu rennen, also teilweise bis zu 10 Termine am Tag. Ui, das ist richtig heftig. Also es war zumindest letzte Woche, gerade wo es wirklich aktuell war, es war wirklich schon sehr viel. Und natürlich, man erwartet das nicht und weiß gar nicht so, was auf einen zukommt. Aber es ist super spannend, aufregend und natürlich total toll, sowas erleben zu können. Wie erklärst du dir denn, dass über 12 Millionen Leute sich angeguckt haben und dass plötzlich du diese Aufmerksamkeit hast, auch von den Medien? Das kann ich mir gar nicht erklären. Also was ich so, ich sag jetzt mal, durch die Schlagzeilen herausgelesen habe, ist eigentlich wirklich dieses Phänomen. Eine Studentin untersucht das Thema und versucht es dann wirklich in die Tat umzusetzen und hat auch Erfolg damit. Das ist, glaube ich, schon auf jeden Fall ein kleines Phänomen und natürlich auch spannend für die Medien. Das stimmt. Die Judy hat mir eben gewunken und das ist das Zeichen dafür, dass im Chat gerade auch was abgeht und dass vielleicht die Community auch noch eine Frage hat. Ganz genau. Zum Beispiel hat Patrick gefragt, ob du denn für die Bachelorarbeit oder für das Video, ob du dann auch eine 1,0 bekommen hast.
Ja. Hast du? Glatt 1-0. Ja, also Respekt. unsere Bachelorarbeiten in Medienproduktion setzen sich aus 3 Teilen zusammen. Einmal aus dem Theorieteil natürlich, schriftliche Arbeit. Dann halt die Praxis, das ist das Video, und dann halt die mündliche. Und da hatte ich alles 1-0. Du kleiner Streber. Ja, ausnahmsweise mal. Ja, ihr habt für dieses kurze Video, habt ihr 3 Nächte gedreht. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass das so viel Arbeit ist, so ein kurzes Video zu drehen. Ja, es liegt daran, dass wir halt zu zweit alles gemacht haben. Wir hatten nur an einem Tag nochmal diesen Zombie, weil irgendjemand musste da ja die Kamera halten. Und wir haben uns da eigentlich wirklich Zeit gelassen, weil wir haben ja wirklich nur nachts gedreht, wenn es dunkel war. Und dann eigentlich... Und ihr wart ja tatsächlich auch nur zu zweit. Ja, also komplett wirklich 3, 5 Sachen gleichzeitig gemacht. Und da alles perfekt zu machen, sage ich jetzt mal, ist schon wirklich eine Herausforderung und kostet viel Zeit. Und wir waren natürlich auch total fertig am Ende. Es war wirklich anstrengend, dass man dann auch wirklich gegen Ende auch immer langsamer wurde. Das ist verständlich auch, ne? Geht wirklich an die Substanz. Und wir haben natürlich auch dann den 3. Tag eigentlich komplett dafür verwendet, Sachen, die wir jetzt nicht so toll fanden, nochmal neu zu machen oder zu verbessern. Habt ihr euch denn vorher, also ihr habt ja wahrscheinlich dann einen Plan aufgestellt, so das und das wollen wir alles machen. Wie stellt man sich denn so einen Plan auf? Also hast du da vorher wirklich dir Fakten rausgesucht oder raus erarbeitet, okay, die und die kommen gut an, dadurch lösen wir diesen Erfolg los oder diese Verbreitung, dass das so gut ankommt. Hast du da ein paar Tipps für Leute, die zum Beispiel jetzt auch ein YouTube-Video machen wollen? Wie plane ich das und wie komme ich auf Ideen vielleicht? Was gibt es da für Tipps, die du jetzt uns mitgeben könntest? Also man muss auf jeden Fall wissen, dass virale Clips sehr komplex sind. Sie bestehen aus 2 Komponenten. Einmal dem Inhalt, was sehe ich in dem Video, und dann die Verteilung des Videos. Und beide Komponenten spielen immer mit zusammen. Das heißt also, ohne das eine gibt es das andere nicht. Das heißt, diese beiden Komponenten müssen auf jeden Fall abgedeckt werden. Inhaltlich lässt sich sagen, es ist sehr hilfreich, dass man eine Geschichte erzählt, eine gewisse Zeitspanne nicht überschreitet, zum Beispiel 3 Minuten, also nicht länger als 3 Minuten. Also wirklich ein Kurzclip nur. Ja, richtig, weil kannst dir vielleicht vorstellen, morgens, wenn du dann zwischen Kaffee und Haustür stehst, da überlegst du schon, habe ich jetzt gerade Zeit für 3 Minuten Clip? Ich sehe hier gerade, Manni fragt, will sie denn jetzt noch mehr mit YouTube-Videos machen? Ja. Ja, hast du schon eins in Planung? Ja, wir haben zusammen mit Ella Jaylan schon ein paar Ideen und freuen uns darauf, die umzusetzen.